Was haben Sie gesagt? Nichts Ernstes. Ich habe wieder eins von meinen neuen Leben verloren. Das tut weh. Noch welche übrig? Ich bin im roten Bereich. Der ist noch nicht aufgewacht. Nein, das wird eine lange Nacht. Gerissenes Tier, 5 Buchstaben? Fuchs. Fuchs? F-U-C-H-S. Passt. Ich hoffe, damit versaue ich mir nicht alles. Aha. Das können wir kombinieren. Ja, was ist jetzt? Ist jetzt ein Bug? Hey, hallo? Ja, ist gut, wie lang will ich noch schnuppern in seiner Nase? Bist du am Rumbacken? Okay, alles gut. Jo, ich kann es ja nicht mehr als anklicken, oder? Ah. Jetzt, also jetzt können wir vieles kombinieren. Ja, sieht so aus, als wäre Fuchs richtig gewesen. Wonach suchen Sie? Nicht. Wird es überleben? Er wird's überleben. Also, was haben Sie herausgefunden? Randall Lay, offenbar unsterblich in unsere Haftanstalten verliebt, wenn es nach der Anzahl seiner Aufenthalte geht. Diebstahl, Körperverletzung, Nötigung, Kleinigkeiten dieser Art. Irgendwelche Partner? Arbeitet immer alleine. Hat niemand seine Auftraggeber verpfiffen, falls es überhaupt welche gab. Sind Sie fündig geworden? Ist das unser Mann? Haben Sie Beweise? Ja.
Mir scheint, wir wissen, wer sich die Hose aufgerissen hat, als er Mary Purnell auf das Dach gefolgt ist. In seiner Hose ist ein Riss. Ich habe ein Stück des gleichen Stoffs beim Boxclub gefunden. An der Treppe, die auf das Dach führt, wo wir die zweite Leiche entdeckt haben. Klingt plausibel, aber wie viele zerrissene Hosen sind gerade in New York City unterwegs? Ich würde das noch keinen Beweis nennen. Der Typ, der in den Boxclub und Duns Bude eingebrochen ist, steht auf Sardinen. Haben Sie mal seinen Atem gerochen? Weil es ja auch nur einen Sardinenfetischisten auf dieser Seite des Hudson gibt. Ich brauche da schon etwas mehr. Das können wir kombinieren. Ich habe Abdrücke genau der gleichen Schuhe an beiden Tatorten im Boxclub gesehen. Solange Sie mir jetzt nicht sagen, dass es sich bei den Schuhen um Einzelstücke handelt, brauche ich noch etwas mehr. Ach Mann, das ist jetzt Frieden. Einer der Schläger, die mich neulich Nacht angegriffen haben, hatte genauso einen Rüssel. Bedauere. Aber man kann jemanden nicht einfach nur wegen seiner Spezies verdächtigen. Was haben Sie sonst noch? Was wollen Sie denn noch? Ich habe Ihnen 4 Beweise geliefert. Von denen keiner stichhaltig war. Der hat versucht, mich vom Dach zu werfen. Ja, Sie haben recht. Tut mir leid. Das ist unser Mann. Nein, das ist nicht unser Mann. Entscheiden Sie sich. Der ist doch nur ein Handlanger. Irgendjemand gibt ihm seine Befehle. Könnte das Yale sein? Nein, ich bin mir immer noch sicher. Er ist unschuldig. Ach ja, ist er entlassen worden? Sein Zimmer ist leer. Die haben ihn gestern rausgelassen. Er ist jetzt in Polizeigewahrsam. Man merkt, dass er Sportler ist. Was für ein Comeback. Jeder andere hätte 10-mal so lange gebraucht. Wie auch immer, er sollte lieber wieder auf dem Damm sein. Wussten Sie schon, dass man mich dafür abgestellt hat, ihn am Tag des Kampfes zum Madison Square Garden zu eskortieren? Höre ich zum ersten Mal. Schnell, wer wollen Sie sein? Guter Bulle oder böser Bulle? Ich bin der Böse. Endlich hat mal jemand den Müll entsorgt. Guten Morgen, Mr. Lay. Ich nehme an, Ihnen ist klar, dass Sie gleich des Mordes beschuldigt werden. Und dass dank der Zeugenaussagen von Mr. Blacksad und Miss Dunn Ihre Zukunft nicht allzu rosig aussieht. Fahr zur Hölle, du Hund. Ich schwör's dir, wenn ich dich da draußen erwische, wirst du dir wünschen, in der Hölle zu sein. Blacksad, halten Sie sich da raus. Vergessen Sie nicht, wer hier der Polizist ist. Vielleicht können wir Ihnen ja einen Deal anbieten.
Wir wissen, dass sie jemand angeheuert hat, um Joe Dunn und Mary Purnell zu ermorden. Was haben Sie dazu zu sagen? Das ist ein Bluff. Einen Scheiß habt ihr in der Hand. Dein Freund, das Höllenpferd, scheint das nicht so zu sehen. Wobei wir von dem wohl leider nichts mehr hören werden. Schnauze, sonst schmeiße ich Sie raus. Wenn Sie uns sagen, wer Sie angeheuert hat, können wir Ihnen helfen. Was habt ihr denn so im Angebot? Wie viel ist dir dein Leben denn so wert? Beachten Sie ihn einfach nicht, Mr. Lay. Wir sind hier doch keine einsamen Rächer. Aber wir können Ihre Haftstrafe deutlich verkürzen. Das ist ein Anfang, aber längst nicht genug. Ich will ins Zeugenschutzprogramm. Neue Stadt, neuer Job, neue Identität. Und eine saubere Polizeiakte. Nur dann packe ich aus. In der Zwischenzeit will ich Polizeischutz. Rund um die Uhr. Ich hab Angst, dass... Oh! Achtung! Oh nein, jetzt muss ich schiessen. Zum Glück war Smirnoff nicht so schwer verletzt wie Randall. Leider konnte die Polizei auf den benachbarten Dächern nichts finden. Unsere größte Chance, den Mörder zu finden, war vertan. Also widmete ich mich wieder meiner vorherigen Spur. Ups. Die stammt noch aus der Zeit, bevor meine Mutter krank wurde und wir hierher zogen. Ich habe Piratengeschichten regelrecht verschlungen. Also hat mein Vater mir eine Schatzkarte gemacht. Ich habe das ganze Haus durchsucht, einem Hinweis nach dem anderen folgend. Schließlich kam ich zu diesem riesigen Baum im Hof, an dem Daddy eine Reifenschaukel aufgehängt hatte. Rechts hat das Bild. Das Foto. Ja. Wieso kann das nicht nehmen? Ah, das sag ich noch nicht. Ich muss wieder den Controller wechseln. Hallo, hier sind die Smirnoffs. Du bist tot! Nein, ich hab dich mit meinem Lasso. Kinder, könnt ihr mal leise sein? Warten Sie mal. Dann wurde er ermordet, weil er in ein Hornissennest gestochen hat. Und du hast alles zugegeben. Kinder! Er hat monatelang Sportler ausgeschnüffelt, darunter auch Helen Moore und Al Stone. Dunns Aufzeichnungen sind recht vage und ich bin nicht sicher, worauf er es abgesehen hatte.
Aber es sieht aus, als hätten wir es mit Korruption zu tun. Wenn Sie recht haben, könnten das gefährliche Beweise sein. Ich schlage vor, Sie bringen die so schnell wie möglich hierher. Klar, aber eine Sache muss ich vorher noch zu Ende bringen. Ja, das Sportlerbildchen aufpicken. Auf der Kommode. Im Fall. Aber ja, ignoriere mich. Ich wollte einer Spur zunächst selbst folgen, bevor Smirnoff die Chance bekommen sollte, etwas zu sehen. Seinem Notizbuch zufolge traf Dunn nur 4 Tage vor seinem Tod Craig Spano in Sam's Diner. Verpiss dich, Hurensohn! Tut mir leid, was Mary passiert ist. Ach, dir tut's leid. Wenn's einem leid tut, dann bin ich das. Hast du eine Ahnung, wie das ist, diesen Laden hier alleine zu schmeißen? Seit wann geht dich das was an? Schwör ab! Vielleicht wäre es einfacher gewesen, die Informationen aus ihm herauszuprügeln. Aber ich verließ mich da lieber auf eine universelle Wahrheit. Jeder hat sich irgendwie schuldig gemacht. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder? Nein! Und es interessiert mich einen Scheiß! Na los, spuck's aus! Ich bin John H. Blackmore vom Gesundheitsamt. Ah, ja, genau. Hier treiben sich ein paar ziemlich degenerierte Gestalten rum. Deswegen muss ich so einen Ton anschlagen, wissen Sie? Schon was gegessen? Geht aufs Haus. Wenn Sie meine Fragen beantwortet haben. Klar, nur zu. Sie sind der Boss. Stets zu Diensten, Herr Inspektor. Schießen Sie los. Die Angst machte ihn gefügig und gesprächig. Tatsächlich hatte sich dann vor ein paar Tagen mit einem Schimpansen getroffen, auf den Spanos Beschreibung zutraf. Offenbar wohnte der Typ immer noch bei seinem Vater. Dann sagte, er könne dort keinen Tag mehr bleiben. Er werde daher erst einmal bei ihm einziehen. Moment mal. Was hat denn die Gesundheitsbehörde mit dem Affen zu tun? Der Affe ist an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Aber der hat doch nicht mal was gegessen. Was ja dann wohl noch schlimmer ist. Dann hat es Benno mit nach Hause genommen. Ich wollte glauben, dass Benno zu seiner alten Adresse flüchtete, als Randall Lay in die Wohnung eingebrochen war. Aber wo könnte die sein?
richtig. Wenn es für die Lebenden Viertel für reich und arm gibt, dann auch für die Toten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Greenwood zur letzten Ruhestätte der angesehensten Bürger der Stadt. Denker, Wissenschaftler, Autoren, Erfinder, Künstler, Geschäftsleute, Politiker, Polizisten, Diebe, Zuhälter und Mörder. Hier liegen die sterblichen Überreste der Seelenlosen, die New York von Grund auf errichtet haben. Hier müssen sie hin, wenn sie in Big Apple etwas werden wollen. Oh, vielleicht finde ich Hockey-Bildchen. Ja, klar. Wer das denkt. Noch mehr Hockey-Bildchen. Ein Keltenkreuz. Angeblich hält der Ring den Teufel fern, indem er das Sonnenlicht reflektiert. Wirklich praktisch zu dieser Uhrzeit. Jenny Boots, Witwe von Harry Bradwick, geboren am 24. Juli 1890, gestorben am 13. Mai 1915. So. In Memoriam Harry Bradwick, Vater des Baseball, geboren 24, gestorben am 20. April 2008. Dem Buch zufolge, das ich bei Dunn zu Hause gefunden habe, lassen Fans Baseballs auf Bradwicks Grab zurück, um ihm Tribut zu zollen. Nur seltsam, dass ich hier keine sehen kann. Vielleicht wurden sie ja vom Wind verweht. Oder jemand hat sie sich als Erbteil mitgenommen. Mit einem Totenschädel zwischen den Schlägern wäre es noch besser. Die 4 Bases, die ihren Vater bewachen. Chinesisch. Immer noch warm.
Wäre das schon länger als 30 Minuten hier, wäre es komplett von Ameisen bedeckt. Okay. Ich habe Engeln noch nie getraut, wenn sie fallen. Bricht ein wahres Hölleninferno los. Er ist im Baum. Ich war schon immer ein New York Warriors-Fan. Wobei die, wenn wir ehrlich sind, nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Ja, ohne Craig Spano waren sie einfach nicht mehr die gleichen. Joe Dunn hat sich im Diner mit jemandem getroffen, nahe bei seinem Boxclub. Dann hat er diese Person mit nach Hause genommen, damit sie nicht weiter auf dem Friedhof leben muss. Ich wäre nie darauf gekommen, um wen es sich bei dieser Person handelte. Ich habe einen Baseballhandschuh in Joe Dunns Wohnung gefunden. Einen Handschuh, den ein großer Star signiert hat. Konnte mein Glück kaum fassen. Morleys. Das sind wirklich die Schlimmsten. Hey, noch wählerisch. Wer sind denn Sie? Ich bin John Blacksad, Privatdetektiv. Wie geht's Joe? Eine Frage nach der anderen. Jetzt bin ich dran. Sie sind dran. Warum haben Sie sich mit Joe Dunn getroffen?
weil er nach mir gesucht hatte. Er ist eines Morgens hier aufgetaucht. Doch ich habe mich zu sehr geschämt, um zu ihm runterzukommen. Weil er einen Baseball mit seinen Initialen am Grabstein zurückgelassen hatte. Sam Steiner, morgen, 12:30 Uhr. Weil er wusste, dass die mich umlegen wollen. Was wollte er von Ihnen? Und wer will Sie umbringen? Eine Frage nach der anderen. Wie geht's Joe? Was würde passieren, wenn ich ihm die Wahrheit sagen würde? Würde er ausflippen? Konnte ich das riskieren? Joe Dunn ist tot. Ermordet. Ich hab's dir doch gesagt, Joe. Wie ist das passiert? Ein Auftragskiller, aber der ist jetzt tot. Wobei, wer auch immer den angeheuert hat, läuft noch frei herum. Ich bin dran. Was wollte Dunn von Ihnen? Er wollte wissen, wer im Sport ein schmutziges Spielchen spielt. Also schmutziger als üblich. Ruinierte Leben. Karrieren, die auf ihrem Zenit zerstört wurden. Er wollte wissen, ob mir das auch passiert ist. Er wollte wissen, ob das Ende meiner Karriere und mein Verschwinden irgendetwas damit zu tun hatten. Er wollte, dass ich ihm bestätige, wer hinter all dem steckt. Der Kerl, der ihn hat umbringen lassen. Unser alter Freund, der Chirurg. Oh, okay. Ist Mitchell der Chirurg? Steckt er hinter allem? Dieser Chirurg, den Sie da erwähnt haben, ist der... Ich bin dran. Ich will wissen, warum ich Ihnen trauen soll. Tun Sie es für Joe Dunn, unseren gemeinsamen Freund. Jetzt bin ich dran. Dieser Chirurg, den Sie da erwähnt haben, ist der hier auf diesem Foto... Au! Hey! Hey, dieser Wurf war... Sowohl mein Ohr als auch mein Ego sollten noch für Tage schmerzen. Doch immerhin gab es eine neue Spur, der ich folgen konnte. Den Chirurgen. Der Bastard hatte es geschafft, sich vor meiner Nase als Arzt auszugeben. Doch jetzt waren alle meine Sinne in Alarmbereitschaft. Er konnte sich noch so gut tarnen und verstecken. Ich würde ihn finden.